Morgens alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vrijdag dat je een Lebenswasser zijn van de Morgens. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kan. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, die kan naar een informationsdash gaan, daar zijn zo mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, holen, koffie en thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, en dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, hij wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie vandaag. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn dus beschäftigt dat je een Lebenswasser zijn vandaag en we wensen je dus een goede Morgens. Good morning, alle. Welkom in Lebenswasser van de Morgens. Mijn vrijdag dat je hier bent. Met ons top is een Oosterdag vier. Vrouwen Ooster Morgens te jullie alle. Jezus leeft. Dat is een wunderschöne dag van jou. Dit is een dag waar we als Christen top komen. En niet bloß hier, maar over de ganze Welt. En we vieren bloß deze dag, wat zo wichtig is voor ons. En we zeggen, Jezus leeft. Jezus starb voor onze zinden. En hij stond op, hij zat nu te de rechte zijde bij God, hij leeft, hij staat aan voor ons. En dat wird bis deze dag te vieren van jou in de kerk. En ook bij de kerk, waar we hier zijn van jou. Zo best wel goed dat je hier bent. Ik heet iedereen een welkom hier, dankzij van de Lebenswasser komen. Want het vielleicht het eerste Mal is, wat het is dat je hier bent. Dankzij van met ons top zijn. En vielleicht zijn je hier aangekomen, wem in je steden, wat zich daar taufen laten van jou. Dankzij voor hier aankomen en bloß Platz zijn van deze dag. Ik heet ook in iedereen welkom voor die wat online zijn, wat ons kijken van wie af. Wens je ook best een vrouw Oostren en meer dat zo goed dat je ook met ons top zijn. Vandaag is een bijzondere dag, Oosterdag en we hebben hier Tauffast en dankzij voor met ons top zijn online. So wat we worden vandaag is, we hebben een grote Tauffast. En deze service, ook voor de tweede service gepland, aber we willen deze service sehr besonders merken, sehr special merken, voor die wat zich hier nu taufen laten, verernt dat het wat wertvoll zijn, vooral voor jullie, voor jaars wat er zijn gekomen, aber ook dat het wat bijzonders zijn in ons hart. Dat we wirklich aan denken, wat is Oostren, en dat we deze Oosterdag kunnen deze Zweig vieren, en deze enge steden, wat van der den Schritt nehmen, een stap verder weg gaan, zei ik wil dat dus bewijzen, met mijn taufen, dat ik Jezus aangenomen, ik leef nu voor Jezus en dat is weer dat we met vrij doen.
So was wir waren down von der aus, wir waren anfangen mit den Testimonies, wir waren die Zeugnisse erst hier. Diese Zeugnisse, die waren vielleicht, some von denen vielleicht ein bisschen kurz sind, aber wir haben mit alle von ihnen geredet. Persönlich, ein von unseren Pastors hat mit diesen Kandidaten alle geredet, ein bei einzeln mit ihnen geredet. Und sie haben alle ein sehr gutes Testimony. Sie werden hier vielleicht nicht alle sein, aber kurz sein. Aber wir waren anfangen, das erste mit den Testimonies. Sie waren ihre Klippe Zeugnis geben hier. Und dann waren sie an diese Seite fertig gekommen zaten. Was ich alle der seine Testimony gegeben habe. Und dann waren sie hier gekommen und waren wir taufen. Und da war ein von unseren Pastors, ein von unseren Elders, was im Tank sind, zum taufen. Und some von den Dads waren vielleicht halten. Vielleicht waren some von den Freunden halten. Wir haben das dann erst, aber ein von unseren Pastors, was die im Tank sind und was taufen. So, das ist ein wundervoller Tag. Mir freut, dass ihr hier seid. So, wir haben das in Service bis Anfang in Gebet kommen für Gott. Und dann bloß loben für diesen Sonntag Samarias vor dem Himmel. Wir danken dir, dass wir hier können von der Samarias top sein. Wir können diesen Ostertag feiern, was so besonders ist für uns. Aber nicht bis dort, wir können diesen Tag feiern mit all diesen, was ich hier taufen lassen von der, was das sein. Ich will das bis öffentlich beweisen, dass ich Jesus angenommen habe. Ich will das bis anerkennen. Und wir danken dir bis verehrt, dass sie dort tun, dass sie den Schritt nehmen. Und wir sind hier von der Temen in der Stadt, mit frei mit ihnen. Aber wir weiten dort, du im Himmel mit deinen Engeln, die frei sind auch. Und wir loben die, wir danken die, dass wir diesen Tag können, es ist das so viel. Ich bete nur bloß, geloten hat, über jeder einer, was hier ist, in der Service. Und auch für die, was online sind, für all die, was sich taufen lassen, dass wir bis können geloten hat zu haben. Und dass du, Herr Jesus, was reden durch diesen Service. So, wir loben die und wir preisen die in Jesu Namen. Amen. Amen. All right, so wir waren anfangen mit den Testimonies. Und dann wollen wir zu der Länge des Service gehen. Hallo, ich bin sehr freut. Ich bin dankbar, dass Jesus meine Sünden vergeben hat und dass ich nicht Gottes Kind sein kann. Als ich noch jünger war, bekehrt mich, aber ich komme nicht fern weg, bin ich nicht, aber ich kriege nicht die rechte Halb. Und du winkst, wie ich einmal, sind ich bekehrt oder sind ich nicht bekehrt. Aber um ein Jahr, ein paar Monate zurück, bekehrt mich frisch und von du wieder habe ich Sieg über den Zweifel durch Jesus Christus. Ich will mich von der Taufen lassen durch den Glauben an Jesus Christus und zum Gehorsam und als ein Beweis, dass ich gestorben bin für das alte Leben und abgestanden zum neuen Leben. Johannes 8, Vers 36. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ik ben Carolina Freus en het zijn al wat jaren van als ik me bekeer. Als ik me bekeerde wie kein Mensch met mij taub. Aber ich bin dankbaar dat, en ik freue mich sehr, dat ik me kon van der Taufen lassen als ein Beweis, was an mir passiert ist. Dankeschön. Good morning. My naam is Corny Giesbrecht. Ik wil met hoofd loten in Jezus' naam. En als een bewijs dat Jezus heeft mijn hart aangenomen. En ik wil weer mijn geloof wassen. Dank je. Good morning, mijn naam is Greta Rema en ik heb Jezus aangenomen als mijn redder. En ik wil mij hoffen loten als een bewijs dat ik hem aangenomen heb. En ik wil weer aan doen en mijn geloof mij hoffen loten. Dankeschön. Good morning, mijn naam is Betty Giesbrecht en ik zie in een christelijke heim opgewassen, waar ik zo dankbaar voor zie. Ik heb niet ergens wat heen aan mij, waar ik niet voor hem wil zijn. En als ik 12 jaar oud werd, dan hier ik mijn jugendboodschap en dat is waar ik me entscheid voor Christus te leven. Waar ik mijn leven aan hand geef nu aan. En van daarom wil ik me hier op mijn geloven hoffen laten. Good
Good morning, everyone. Ik ben Alyssa Freus en ik wil me van jou onthoffen laten. Bewijs dat ik Jezus ongenomen heb en dat ik wel mijn geloven was. Thank you. Hallo, mijn naam is Johnny Nieet. Ik heb lang in zin geleefd en ik zie zum Glauben gekomen dat Jezus voor mijn zin is om Christus gestorven en ik heb hem aangenomen als mijn persoonlijke Herr en Heiland en ik wil me in den Glauben von den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Römer Kapitel 4, Vers 8. Aber Gott weiß uns seine Liebe daran, da Christus für uns starb, als wir noch sind wir. Dankeschön. Thank you, man. Good morning. My name is Fernando Reimer, and I just wanted to tell a little bit of my story. These last couple of years, I completely rejected the idea of a God. I rejected the idea that there was someone ruling over us. And I just wanted to tell you guys that I had debates with my parents very often about why there was Christians if it wasn't just like any other religion. And I remember my dad telling me, I'm really glad that you're questioning everything. And I was so confused, I asked him, what do you mean? What do you mean it's good that I'm questioning? And he said, because once you're done questioning, once you've done your own research, and once you've tried to find the evidence, you're going to end up knowing that there's a God. And I might have made mistakes in my past that I really regret. And I know I'm going to make more mistakes in my future. But I have good people alongside me. I have good friends. And the decision that I'm making today is a decision that I'm not going to forget. Thank you. That's awesome. Buenos dias. Mijn naam is Jason Kloesen en ik wil me hier van taufen laten op dat bewijs wat ik geloof wat Jezus aan Christus gestorven is voor mijn zin. Ik zie zeer dankbaar wat Jezus zo'n grote liefde heeft voor ons, wat hij never abgegeven heeft aan ons. Krijgen dood, wo wir auf einer von den reichen Weichkamp. Gracias. Very good. Good morning, mijn naam is Susie Wieb en ik wil me van jou onthoffen laten op Jezus Christus zijn naam als een bewijs dat ik geloof hij is gestorven en frisch opgestaan voor onze zin. Dankeschön. Good morning, mijn naam is Annie Remmer en ik heb Jezus aangenomen als mijn persoonlijke Herr en Heiland. Ik wil door en wassen op den Glauben, wil ik me taufen laten, dat een bewijs ik wil weer voor den Herr leven. Dan heb ik nog wat Bibelversen van Lukas 3:21. Als op heute sich alle Däupen leid, wird Jesus ook gedäupen als hij bij mögt der Himmel sich op en de Heilige Geist hem en Herbe heilige Stahl rauf en sah sich ab zoals eine Duif en een Stern van Himmel zei. Dit is mijn Leiber zien, met den ik zou tevreden zijn. Dan had je nog een paar versen van die Träumer, 10 van 10 durch 13. Wer van hart den Glaub wordt gerecht en wer met de Mühe bekannt wordt selig. Der Schrift sagt, wer einmal angläuft, wird nicht geschaut werden. Du als keine Ursache zwischen Juden und Griechen, willst derselbe Herr als Herr über alle, genug alle dort zu geben, nach was sie beten. Willst wer einmal den Herrn sie Namen andruckt, wird selig. Dankeschön. Danke. Good morning, mijn naam is Johnny Zawadzki en ik ben God besonders dankbaar voor deze schöne dag dat hij ons gegeven heeft, dat ik me hier kon taufen laten, en bewijs dat ik zijn kind ben en dat ik kon wieder im Glauben wachsen. Good morning, mijn naam is Vanessa Zawadzki en ik ben ook ons besonders dankbaar dat ik hier van jou kon zijn
En ik weet ook nog eens dat ik me zum ersten Mal bekeer. Meine Eltern haben mir mein Christlichkeit gelehrt, wie wir nun das. En dan voelde ik dat ik zal gaan op mijn knieën. En ik ging in mijn stoel in mijn bar en ik geef mijn leven naar God. En ik heb zo'n makel dat je veel even. En ik weet ook immer van klein und zei zo, ik wil alle rechten doen. Aber ik heb mijn tijd waar ik dat alle wegschmijt en ik wil niet veel meer weten van dat Gode. En aber ik ben zo dankbaar voor mijn familie, voor mijn ouderen. En nu Luther heeft God mir ungefähr een Mond geschickt. En dat hij mij weer op een reichen Weg abgewiesen heeft. Ik heb ook trouble met twijfel. Zijn ik wirklich Gott zijn kind? Maar ik woon Fehler mir, oh, dan val ik mij al weer zo nu wie verloren. En ik werd dort laatst aan mij vroeg eine Person, hast du die nicht al getauft? No, ik zei, ik kon nog niet. En dan Luther, als ik so uwes schwer, dann grabbelt ik, hat mich wirklich nicht getauft? Hast du dort nicht bloß verjäten? Na, dort sind Dinge, wo ich nie nicht gut verjäten. Aber du wirst wirklich dort an, und Gott hat wirklich, mein Feind hat wirklich ein Zweifel in mich angeplant. Und Gott kann mich dort halten. Und je dauer ich meine Gemeinschaft mit ihm habe, je nur kann ich nach Gott kommen und je weniger wird die Zweifel. Und ich freue mich ganz besonders, dass Gott mich aus seinem Kind hat angenommen und dass ich hier von der mich kann auf meinen Glauben taufen. Awesome. Good morning, mijn naam is Sally Harms. Ik ben in een christelijke heim opgewassen. Ik vond me niet ganz reich, nicht in christliches Leben. Ich habe mich zu Gott bekehrt, aber ich fand mich nicht ganz reich. Ich lud den Feind immer weiter nach meine Eier in mich nähen. Darauf entschloss ich mich dort, ich will nur die Bibelschule in Steinrich gehen. Und ich habe mich durch ein Jahr abgehen. Und ich wollte dort auch den 7. Januar 2021, dann habe ich ein Zeugnisabend ab den Abend redet der Herr Jesus zu mir. Aber wenn ich stark wäre, dann ich ging drei an sich Stub. Aber ich war so, ich soll drei gehen. So der Herr Jesus, der redet so zu mir und ich ging drei. Und Herr Jesus aus mein persönlicher Heiland angenommen. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sinne bekennen, dann ist heute treu und gerecht. Und vergib uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich will mich hier taufen lassen, als ein Beweis, dass ich ein Kind Gottes und dort ich kann wieder wachsen in Gott. Alright, so we have gute testimonies gehört von Nieet Läwen. Ich würde fragen, und unser Team wird abkommen. Sie wollen hier spielen, sie wollen singen. Und wir wollen ein bisschen Worship sein. Ich würde Ihnen alle einladen, dass wir bloß auch in Worship kommen, dass wir mit ihm taub, wo sie uns anleiten, dass wir in Kontakt kommen mit Gott. Und dass wir auch hier loben und preisen von dir. Here you go, Damien. So, was wir wollen tun, ist die Zeit, was die Worship wird singen. Weil wir auch bloß in Worship kommen, wenn das nicht about das Team hier, das handelt sich nicht um das Team, das handelt sich um uns alle, dass wir bis vor Gott kommen, und am loben, am preisen, und wir mit am in Kontakt kommen von der Samaris. Und die Zeit, was dort was getan wurde, hier im Tank ankommen, wo wir taufen, die Zeit, was Worship on ist. Und so, ihr könnt ihr bis ganz frei feilen, Hängklatschen, zum Jochen, wenn ihr aus dem Wut rauskommt. Wenn es eine Freunde sind, oder wenn die in den Städten hier sieht, bis Fried, ein bisschen mitleben in dieser Zeit, wenn wir Tauffast haben. Und so ich will bis fragen, dass ihr abstehen, wenn es was passend ist, dass ihr stehen, wenn ihr auf einmal meid wollt, ihr wollt ein Duel sagen, ihr könnt ein Duel sagen, was immer der Gott fällt zu tun. Vor dem Himmel Dank scheint für diese Testimonies, was wir hier. Und wir kommen nu bloß zu die in Anbetung, wir loben die, wir preisen die, wenn alle ihr jetzt noch die, das Nieet Läwen fängt mit die an, und wir feiern das von der hier bloß, wir heben die hier in Jesu Namen. Amen.
den Stein weggeraubt. Habt ihr Stunden, Jesus lebt. Säule hängt, Säule voll gebunden Gläub. Habt ihr Stunden, Jesus lebt. Jesus lebt. Heilig, der Kraft in ihr Kraft hat. Heus heilig für immer. Jesus lebt. Jeden brechen fri, jede frie Kraft in sich. Heute ein Wunder, Jesus lebt. Nimm die Freiheit, nimm die Leid, kost die Siege irgendwo von. Heuer Sia, jo heute. Wir verloren, doch ein neu nie und euer Fleisch von mir, euer Fleisch von mir. In dein Sinn mehr Fried, das wirklich Fried, als sie Gott sin kennt, jo sin kennt. Don't auf mich.
Sinn noch, was doch euch stark für mich. Jesus stark für mich, wem durch Sinn mehr krieg, durch das Wort lebt mich, sie Gott sieht Kind, jo sieht in die Bruder sie hüt, just ne steht vor mir, sie Gott sieht Kind, jo sieht Uterwelt und genommen, sie wird sei sexy, die was für mich, was nicht gegen mich, sie wird sei sexy, Uterwelt und genommen, sie wird sei sexy, die was für mich, was nicht gegen mich, sie wird sei sexy, sie wird sei sexy, wenn du sie mehr kriegst, durch das Wort lebt mich, sie Gott sieht Kind, jo sieht in mein Bruder sie küsst, du hast versteht von mir, sie Gott sieht Kind, jo sieht in mein Bruder sie küsst, du hast versteht von mir, sie Gott sieht Kind, jo sieht Welt und genommen, sie wird sei sexy, du was für mich, was nicht gegen mich, sie wird sei sexy, Uterwelt und genommen, sie wird sei sexy, du was für mich, was nicht gegen mich, sie wird sei sexy, sie wird sei sexy, jo, sie wird sei sexy, du sehen mehr fliegt, durch das Wort lebt mich, sie Gott sieht Kind, jo sieht in mein Bruder sie hüt, just ne steht vor mir, sie Gott sieht Kind, jo sieht Du röps mig ut och grovbin nu. Du röps mig ut och mina sjå. Ak soy då dåle as förgång, då nya as jag kom. Nu har jag bestundungsgrund, jag kan leva med mig Jesus, har die äußerns frihet. Nicht mehr gebungen sind im Diensten, ich leben dine Leuben Scheinheit, har die äußerns frihet. Ich sieh mit Herrlichkeit gekloi,
Hellige Gäst, det lever mig. Den förgångenhet hast du betont, då ni hast mir. Du har gjort försonungstron. Jag kan leva med mig, Jesus, har du gjort oss frihet. Ich war ja gebunden in den Diensten, erklären dine Leuben Schönheit, har du gjort oss frihet. Frihet, har du gjort oss frihet, du gjort oss det frihet, det kedens en vei. Frihet, har du gjort oss frihet, du gjort oss det frihet. Halleluja. Frihet, har du gjort oss frihet, du gjort oss det frihet, det kedens en vei. Frihet, har du gjort oss frihet, du gjort oss det frihet. Halleluja. Du har försonungskraft. Jag kan leva med mig. Nicht war ja gebunden in den Diensten, erklären dine Leuben Schönheit, har du gjort oss frihet. Har försonungskraft. Jag kan leva med mig, Jesus, har du gjort oss frihet. Nicht war ja gebunden in den Diensten, erklären dine Leuben Schönheit, har du gjort oss frihet. Jag kan försonungskraft. Tale den Lieben, tale den Lieben, nicht länger gebunden in den Diensten. Har du gjort oss frihet, har du gjort oss frihet. Gott hat Lebens verändert. Heuer ist gestorben, Jesus ist gestorben, aber Kraft abgeweiht. Und deswegen kann ich von dem zelebrieren sich wieder. Wenn heuer ist abgestoßen und heuer ist Leben nicht. Weil wir am Loben und Preisen. Himmel, der hat mit uns taufen lernen. Und sagt, wenn der einer so kann geht, und wenn der leben kann. Das nicht für uns kann scheiden, nicht eine Wand, der brüchst die alle durch. Du brüchst die durch. Dine Gnut von all die Keden noch, die volle noch. Du rückst mir ut och kropp, du rückst mir nären dålig, du rückst mir nomen i min hårt och leg. Dine Leuber skrata, dine Leuber stråka, dine Leuber vakt mig, dig vakt mig upp. Dine Leuber skrata, dine Leuber stråka, dine Leuber vakt mig, dig vakt mig upp. Gottesdeenst verschaffen, in alle Todes kommt zum Leben drehen, zum Leben drehen. Jeder Leut von Leben, in alle Schöpfung singt die Leben hart, willst du das hart. Du rückst mir ut och gråt, du rückst mir nären dålig, du
drugs min nomen in min hort og liv. Dine løjvers grata, dine løjvers storker, dine løjver vagt mi, det vagt mi op. Dine løjvers grata, dine løjvers storker, dine løjver vagt mi, det vagt mi op. Vi har løjver på, der kun os ikke. Vi singen lyd, vi leven har, vil stilles har. Vi har løjver på, der kun os ikke. Vi singen lyd, vi leven har, vil stilles har. Vi har løjver på, der kun os ikke. Vi singen lyd, vi leven har, vil stilles har. Dine løjvers grata, dine løjvers storker, dine løjver vagt mi, det vagt mi op. Dine løjvers grata, dine løjvers storker, dine løjver vagt mi, det vagt mi op. Dine løjvers grata, dine løjvers storker, dine løjver vagt mi, det vagt mi op. Dine løjvers grata, dine løjvers storker, dine løjver vagt mi, det vagt mi op. Der Gott von der Lösung mögt den Wachung, dass du dein Leben jäust, doch wie alles wird durch, was der Stein wird wachgerollt, kannst du doch grob geboren, Blut ist es still, Lüd worden mit Preis, worum sich die für ein Leben genannt und groß. Jesus lebt, wir singen die Ola Lüd, sie kaufen dort das Gebrechen, verändert so lebt. Gott von der Ahnung verändert alles. Dass du dein Leben jäust, doch wie alles wird nicht alt. Was der Stein wird wachgerollt, kämpfst du doch drauf gegoren. Blut ist es still geboren mit Preis, worum sich ich für den Leben genannt und groß. Jesus lebt, wir singen die Ola Lüd, wir kaufen dort das Gebrechen, verändert und lebt. Wenn du lebst, fängt die Hoffnung an. Wenn du lebst, auf uns Leute niemals nicht. Wenn du lebst, hab ich Leben, das verändert alles, das verändert alles. Wenn du lebst, fängt die Hoffnung an. Wenn du lebst,
uns Leut, niemand singen. Du lebst, hab ich Leben, dit verändert alles, dit verändert alles. Das ist stille Gorme Press, drum sich je für den Leben, jenen so groß. Jesus lebt, du sing Viola Lüg, sie Kraft und so, dass ihr Werken, dit verändert alles. Dit verändert alles. Jesus ist gekommen und er hat lebbar, als gestorben und abgestanden. Dit verändert alles. Mijn vrienden, is dat we deze worship had kunnen opdoen. Je kan je doel zetten. Hebben zo een goede tijd gehad. En schon je gewoon met deze metvrienden wat zich leiden toffen. De nächste, wat Pastor John een korte boodschap had van Nieet Läwen. Hier is Pastor John. Vandaag vieren wir den wichtigsten Tag in dieser Welt. Wir feiern den Tag von Jesus seine Auferstehung. Paulus hat gesagt in 1. Korinther 15, dass wenn Jesus nicht erst von Tod abgestanden, dann gleich wie vergebens, dann sind wir noch in unserem Sinn. Und dann können wir ein Haus fahren. Dann wird es durch. Weil es ist manchmal interessant, und zu denken, dass das Christentum es auf Auferstehung gebaut. Das Christentum ist nicht auf der Bibel gegründet. Das ist auf Auferstehung gegründet. Jetzt vielleicht wird interessant, wenn ich das sage, aber wir bleiben einmal daran zu glauben, es ist auf der Bibel gegründet, aber das ist nicht. Die Bibel selbst ist auf Auferstehung gegründet. Und so ohne die Auferstehung, dann ist es alle durch. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln du hast, wie viele Kirchen du hast, dass die Tauffast oder nicht, hält sich alle gleich gleich. Die Auferstehung merkt den Unterschied. Und das ist, was wir von dir fühlen. Das ist, was Tauffast bei uns meint. Dass ich sie gestorben zu mein altes Leben, ich sie berufen zu sein, ich sie abgestanden zu Nieet Leben. Das beste Bild, was wir haben von dit in der Bibel, das ist really im Alten Testament, wo Gott Israel uit Ägypten uitleidde. Zij waren in Sklaverij, zij schrien Gott, en Gott roept Moses, en Moses ging doorheen, wir weten die Geschichte, glaube ich, die meisten von uns. Und sie mussten da lang kämpfen mit den König von Ägypten, aber schließlich, als Gott seine Kraft weiß, dann leitet Pharao entgehen. Und dann gehen sie aus Ägypten raus. Und dann kommen sie bei an das Rote Meer, und da sind sie fast. Aber Gott hat das auf. Und das Bild durch, von wo sie durch den Wuter gehen, in Ägypten raus, und hängen an, kommt das Wuter war taub. Das ist das Bild von Tauffast. Weil je Gott radiant in Ägypten. In Ägypten schmerzen sie das Blut an ihre Dären an. Aber dann tran Gott ernt von der Sklaverei. Und das wird wir wiesen mit Tauffast. Wir wiesen, wir sind gestorben, begraben und abgestanden. Aber wir wiesen, dass wir sind gestorben zu das alte Leben und abgestanden zu Nieet Leben. Weil wir sind in Ägypten rausgetragen. Wir gingen durch den Wuter, das Wuter spult sich. Wir gingen da durch, hängen uns, kommt das Wuter war taub. Und wir sind aufgeschlossen sozusagen von das alte Leben. Und das wird wir wiesen mit der Taufe. Das ist die Ursache, wohin wir unterdrücken. Na, ich will Ihnen ganz kurz ein paar Vers lesen, von wo Israel sich benimmt, als das passiert wäre. Das sagt in 2. Mose 15, als das alle war, sungen Moses und die Israeliten das Lied vor dem Herrn. Und das ist eine Ursache, wo wir singen, oder das ist eine Ursache, wo wir zelebrieren, wenn wir Tauffast haben. Hier bei Lebenswasser ist dort ein Frauentag, wenn wir Tauffast haben. Wenn dort wisst, dass wir sind, rausgetragen mit der Sklaverei und ihren Diebel, und wir sind in Jesus sein Recht getragen.
So dann sagen sie das Leute, und ich will ein paar von diesen Versen lesen. Ich will für den Herrn singen. Er hat was Großartiges getan. Und weet je, wenn ein Mensch sich taufen lässt und weiß, dass er ist von Tod zum Leben gekommen, das ist ein großartiges Ding. Das ist das ganz geradste Ding in dieser Welt. Weet je, das ist das Ding von Auferstehung. Na, Jesus in Auferstehung ist der Vergang von uns, aber da wir kein Tauffast haben, da wir kein Nieet leben haben, das wäre seine Auferstehung. Und so das, was großartig passiert. Als die frühe Start in Jerusalem dann um Graf ging und dann wieder Stein weggerollt und Jesus begegnet, und das wäre das geradste Ding, jemals in ihr Leben. Und so sage ich will dem Herrn singen. Er hat was großartig getan. Er hat Piet und Ritter im Meer geschmitten. Und weet je, wie kann sein, wir haben den Feind überwunden. Der Diebel, der hat verspielt, wir sind zurückgetroffen jetzt in Rück. Mit dem Herrn sehe ich stark. Wegen dem Herrn singe ich. Der Herr hat mich gerat. Er ist mein Gott und ihn will ich preisen. Er ist mein Vater, sein Gott. Ich will ihn hoch achten. Der Herr ist ein Krieger, sein Name ist Herr. Und das sind die ersten paar Verse von den Leuten. Ich werde es nicht wieder lesen. Aber ihr könnt es selbst nur lesen in 2. Mose 15. Aber weet je, wir zelebrieren abgestanden zu Nieet Leben. Paulus schrift in Kolosser 1, Vers 13. Er sagt, hoi, na das meint Gott. Einige, was wir man klar haben, von fern an, ist das Nieet Leben kommt von Gott. Jährliches Leben kommt von Gott. Das kommt nicht durch Tauffast, durch Kleidie, durch die Kirche hier und durch den Männer nicht sind. Das kommt von Gott durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und so sagt hoi haft uns die Gewalt von der Diestermacht rütgerat. Gott rat Israel uit Ägypten, dass wir seine Macht, seine Pläne, dass wir sein Werk, raubt Moses. Und so dass wir ganz und Gott sehen tun, dass wir nicht Moses sehen tun. Denn Moses wird gebraucht, aber Gott wird da hängen. Hat uns die Gewalt von der Diestermacht rütgerat und hat uns nennen gesagt und direkt von sein Sehen. Den Gott wie Jesus Christus. In Jesus haben wir unsere Radung. Dort meint Jesus, hat uns unsere Sünden vergibt. Und so ich will es sehr klar merken, oder wir es sehr klar haben, dass wann wir nicht leben haben, wann wir wahre geboren sind, das ist wegen Gott, das ist nicht wegen die. Rein alles, was du da tun kannst, wir das bleiben. Na, ich weiß, wir sind einmal vielleicht kommen von einem Hintergrund, wo wir alle Dinge machen tun oder so wieder. Und das Leben ist wichtig, aber das ist nicht, wo die Erlösung bei ist. Und so unsere Erlösung kommt von Gott. Er hat uns zurückgerat aus der Macht von den Diebel. Er hat uns zurückgerat aus Ägypten. Und so die Frau von mir, die ist, bist du wirklich aus Ägypten zurückgetragen. Aber hast du bloß in Ägypten ein religiöses System angenommen? Hast du bloß in Ägypten vielleicht die Taufe oder du bist in Ägypten, hast du ein gewisses Ding, eine gewisse Kirche angeschlossen. Aber in Ägypten hast du die gewissen Dinge üterlich merken lassen oder antragen oder so eine Dinge. Was? Sind wir noch in Ägypten oder nicht? Das ist die Frau von uns. Und so durch Jesus Christus sind wir rückgerat aus Ägypten. Wir sind von Diensternis zum Licht gekommen, von jährlich Tod nach jährlich Leben. Paulus sagt in Epheserbrief, du redest von dem selben Ding. Er sagt, je wären in die Sünden jährlich Tod, als die noch so lebten, aus der Welt hat verloren. Aber hier braucht er ein Wort, was ich wünsche, was so wir für alle von uns. Er sagt, je wären dort. Er schrift in der Kirche, was zum Leben gekommen ist, aber je wären dort. Er schrift in der Kirche zu Menschen, die aus dem Heidentum rüberkommen. Aber er sagt, je wären in die Sünden jährlich tot, als die noch so leben, aus der Welt hat verloren. Was mir hier interessant ist, ist, dass Jesus ja tot in so leben aus der Welt, das ist eingezahlt, ich denke, das ist ja tot. Dann weet je, wenn wir reden von weltlich, wir haben manchmal eine Idee von weltlich, dass wo die dort sind, wo die eine Haar sind, oder die eine Kleider, oder diese Dinge, like, das ist weltlich. Ich denke, weltlich ist in dein Hort. Weltlich ist in dein Denken.
Wie denken sie aus der Welt? Wenn ich bloß für Geld lebe in dieser Welt, dann sehe ich Welt. Ich kriege nur 20 Tschöckchen hier, aber wovon mal ich getauft, sie halt krieglich. Aber wenn dort mein Ziel ist, dann sehe ich weltlich. Dann denke ich aus der Welt. Aber wenn mir dann tut das, wenn ich oprechtig oder unoprechtig mit Geld verdiene, dann sehe ich weltlich. Wenn ich in Unvergebenes lebe, dann sehe ich weltlich. Wenn ich mit Haus lebe, oder ich gehe gewisse Menschen in den Stich oder so wieder, wir sind weltliche Sonnen. Wenn ich mich selbst habe aus Gott gemerkt, dann sehe ich weltlich. Und das fällt mit Religion, das dreht sich um ein Mensch, nicht um Gott. Und so dann sehe ich weltlich, wenn dort wo sie rüberkommen, sie kommen nicht auf Jatterie, sie beten ein Stück Stock oder einen Stein oder so eine Dinge. Wir tun das nicht, aber wir tun vielleicht uns selbst. Oder uns System, oder wir beten uns haben Gott oder was immer das ist. Aber wenn wir so denken aus der Welt, dann ist die echte Mittelpunkt von alles und alles dreht sich um mich. Das ist weltlich. Und so sagt, wenn als wir noch so leben, aus der Welt dort verlangen. Na, diese Menschen, diese Epheser, sie kommen in großen Aufjährterried, Ephesus wie die Stadt von dem großen Tempel von der Göttin Diana, und dort wir ein sehr großes Ding in ihrer Welt und in ihr Leben. Und wenn wir Paulus in die Geschichte lesen, in der Apostelgeschichte, wo er schafft, da wird uns dort klar, wo wichtig endet wir. Dort, wo der Rüd kommt. Er sagt wieder in Vers 2, und die unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, ungenommen werden, den Geist, in der wirkt, die Gott nicht gehorchen. Ich weiß nicht, ob das Vers schon mal als angesungen. Aber er sagt, die werden geistlich dort, dass sie so leben, als die Welt dort verlangt, und als die den Diebel dienen. Und wenn wir nicht in Christus sind, dann sind wir in einem System, das den Feind dient. Und so sagt die unsichtbare Macht, na diese Welt wird regiert von der unsichtbaren Macht. Diese Welt wird regiert von dem Diebel und sein System. Das, wo wir nicht so weltlich sind. Wenn wir weltlich sind, wenn wir so denken aus der Welt und wir sind Charakter aus der Welt, dann dienen wir die Macht, wenn wir nicht haben, Jesus Christus gefunden. So sagt, als die noch die unsichtbare Macht, die in dieser Welt herrscht, ungetan werden. Er sagt, den Geist, der in der wirkt, die Gott nicht gehorchen. Und so, wenn wir ein Leben leben, was Gott nicht gehorcht, dann regiert der Feind. Und wir sind in Ägypten. Wir sind in uns Feind sein Lohnt. Wir sind in uns Feind sein Recht, wenn wir nicht Jesus kennen. Und so Paulus sagt, jässlich dort sein, als das Salz hier aus dem Diebel dein. So jässlich ja dort meint, ich lebe aus der Welt. Jässlich ja dort meint, ich lebe für den Diebel. Ich sehe in sein Recht. Er regiert mein Leben. Er sagt wieder in Vers 3. Wir lebten zu einer Zeit, auch alles aus uns Fleisch dort verlangt, und wurde unsere Last uns dreif, und wir von der Tür utgingen, und Gott sein Ohr, als alle anderen. So, wenn wir jässlich tot sind, dann lebe ich aus der Welt. Ich denke aus der Welt. Das, was der Welt hoch ist, das ist mir hoch. Wenn ich jässlich tot bin, dann ist der Diebel mein Haar, der Diebel, ich sehe in sein Recht. Und wenn ich jässlich tot bin, dann hat mein Fleisch und meine Last regieren mein Leben. Aber weet je wat je hier van Anfang seht? Je weer einmal. Und das ist, was ich hier von der Taufen leiten, die sehen uns, dass dort, wo sie wären, gewasst. Aber der Taufe meint, ich sehe doch nicht mehr. Der Taufe meint, ich kann nie das Leben gekriegen. Paulus sagt in Epheser 2, ich war in Engst uitloten worden, 3 kommen dort, aber er sagt in Vers 11, vergeet nicht, je werden von der Tür uit als Nicht-Juden geboren, und je werden von denen, die durch die Menschenhand beschnitten sind, die unbeschnitten genannt. Na, wie man hier verstehen, dass Paulus Schrift zu haben, weil in der Zeit das jüdische Volk, dort wir Gott sein Volk. Im Alten Bund schuf Gott durch Abraham und sie noch kommen. Dort wird das Volk, durch wem er sich offenbart. Dort wird das Volk, durch wem Gott uns die Bibel gibt. Dort wird das Volk, durch wem Gott uns den Erlöser gibt. Dort wird das Volk, durch wem wir Gott kennen. Das ist das jüdische Volk. Aber sie haben sich getrennt von den Heiden. Na, ihr wisst von dort, wie ihr gesagt habt, ihr denkt, aber sie haben das auch gemerkt, dass Gott das geplant hat. Aber die Juden, sie wären apart, die Heiden dort wären andere Menschen vereint, die Heiden hatten nichts zu sein. Und Paulus sagt, dass sie hier, das wäre je wären. Und das wäre wie wären. So wie das wir weiten, so wie Heiden.
Ich will immer nach meinem Blut testen und sehen sie nicht in halber Jüdzi. Vielleicht wird dann besser seilig hören, nicht? Ich glaube nicht so. Das merkt keinen Unterschied. Aber bei mir wird es danach interessant sein, dort zu sein. Wenn wir denken, Charakter die Juden, wie sind Charakter religiös die Juden, wie schaffen sie es da dann? Da wäre mir einfach der ganz interessantste Ding, als ich mal in Israel wäre, dass nu wir in meine Nietzsche Land neertrappen. Und so wäre mir interessant, wie denken sie aber rein in viele Hinsichten haben. So er sagt, vergeet nicht, dass je wären von der Tür ut wie je nicht Juden. Je wären besiegt. Und weet je, dat is nog eind na von jährlich dood zijn. Wenn jährlich dood zijn, dann wir sind ohne Christus, aber er sagt, je uns haben, die haben verhebt kein Wasch, die haben keine Hoffnung. Hörch, was er wieder sagt. Je wären dann ohne Christus, und Gott sind Volk wie je fremd. So dort, was Gott mit Israel da, dort ging es nicht an, sagt er hier. Er sagt, so sitten, was Gott an Israel vermerkt und zugesagt hat, dort ging es nicht an. Die haben nichts zu hoffen und wären ohne Gott in der Welt. Das werken du wir. Weet je wie strijden aan het verken werden, dat oude Bund en hoeveel van het oude Testament zullen nog gaan en zo weer. Aber in Wirklichkeit ist es verhebt nicht mal unsere Bibel. In Wirklichkeit wird es die Juden ihre Schrift. In Wirklichkeit hat Gott dort durch Israel, die Heiden hatten da keinen Anteil an. In dem jüdischen System, die Heiden mussten von Büten checken. In dem jüdischen Tempel, die Heiden können bloß bei dem bütersten Hof kommen. Die Geschichtsschreiber sagen uns, die hatten da über deren Sens angemerkt, dass für die Heiden, wenn die dort durchgingen, dort kostend erleben. Für die Juden wird es ein schrecklich, sehr strenge Ding. Und so all ihre Etengesetze, all ihre Gesetze, was sie hatten, tranen ernst von der ewigen Port von der Welt. Ein von den geradsten Kämpfen in der Kirche von Anfang wird zwischen Juden und Heiden. Paulus hat immer nicht mit dem kämpfen. Gott muss Petrus durch eine Vision mit Eten, Tieren zum Schlachten. Wie können sie mit Eten, muss Gott Petrus lehren, dass die Heiden sind auch angenommen. Petrus wird dann noch lange ein Christ. Er hat all den Heiligen Geist. Aber in ihr Weg von Denken werden die Heiden ausgeschlossen. Petrus musste danach, als er freikommt von Cornelius, kommt dann nach Jerusalem und er musste zu vier der Ältesten in Jerusalem sein, du wirst bei den Heiden angegangen und hast du gegeten. Na, das ist ein fremdes Denken, aber zwischen den Juden und Heiden wie eine sehr große Wand. Und so Jesus hat die Wand durchgebrochen. Aber Paulus erinnert diese Menschen hier in Ephesus, er sagt, je wären dann nicht Juden. Die hatten kein Teil an das jüdische Volk, an Gott sein Volk. Die wären ohne Christus, ohne Messias. Die wären ohne Hoffnung, ohne Gott in dieser Welt. Das wäre die wären. Aber Gott. Ich denke, was wir hier einmal zelebrieren und wo wir Videos von merken, das ist eine Obergott-Geschichte. Er sagt so steht, aber Gott ist so reich und genug und er ist uns so gut, dass er uns mit Christus Tauffast zum Leben bracht, wenn wir auch tot in unseren Sinnen wären. Durch Gnade war wir seilig. Wenn wir haben groß zu sein, dass Jesus ja dort meint, wir sind weltlich. Jesus ja dort meint, wir gehören in die Welt, wir sind in seinem Reich. Jesus ja dort meint, dass wir leben von uns Fleisch und von unserer Lust. Jesus ja dort meint, dass du hast keinen Anteil an Gott sein Volk. Du bist ohne Gott, ohne Messias, ohne Jesus. Du hast keine Hoffnung in dieser Welt. Aber Gott ist so recht und genug. Lass mich noch einmal sagen, das hat mit Gott zu tun, nicht mit dir. Das hat mit Gott zu tun, nicht mit deinen Worten. Gott leidet uns, dass wir noch Sünder wären. Gott leidet uns, dass wir noch nichts von ihm wollen, und er schickt Jesus. Und nicht haben wir durch Jesus nie das Leben haben. Er sagt, so steht, zu den Heiden. Aber nu ist das anders. Wir können hier auch sagen, aber Gott. Er braucht das Wort nicht, aber das ist das selbst Thema. Aber nu ist das anders. Nu sind die Christen, die wären wieder auf. Und das, was er redet, die wären ohne Christus, ohne Gott sein Volk, die jeden noch nicht haben, die hatten keinen Anteil an das, die wären ohne Hoffnung in dieser Welt. Das wäre die wären. Die wären wieder auf, aber nu sind die durch Jesus sein Blut ganz gebracht. Das wollen wir zelebrieren. Das wollen wir singen, wenn Menschen getauft werden.
Wenn dat is het symbool, dat is een uiterlijke teken van wat innerlijk passiert. Wir sind in einer Zeit, wo wir alle einen Raum ans Nieet leben sein. Für mich ist das die ganz interessantste Zeit von dem ganzen Jahr. Wir fahren bei Opel Gottes vorbei und da sind ein Teil Bläsershall an und da kommen neue Blätter raus. Die Bäume leidet für Monate tot. Aber nur bei einmal blähen, und über einmal kommen die Blätter raus. Meine Früher und ich haben ein paar junge Bäume geplant, das Springen und so nu fangen wir an auszulauten. Das Nieet leben, weil ihr das leiden und die Bäume wie die Kaften. Wir wunderten, was wir uns so verstärkt gekauft haben. Wir lassen die aus. Aber weil ihr die Blumen da und die Blätter, was da rauskommt, das ist ein Teken, das in den Sturm ist Leben. Und so Taufen ist es die Blumen, Taufen ist es das Blut. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist in Christus, aber das ist das Teken, das äußerliche Teken, das innerlich Leben ist. Und das vorher hier von Schrift. Er sagt, nu ist das anders. Nu ist das anders. Einmal kommen wir ans Leben in Tiden an, was wir uns, wir würden uns haben Gott geben. Rein alles hingeben, wenn wir dann, wenn wird anders werden, unser Leben. Vielleicht hast du mal so belebt. Vielleicht hast du mal was passiert in deinem Leben und du wirst rein alles geben. Zum das anders werden. Aber das ganz geradste nu ist das anders, als wenn wir Jesus Christus fingen ans Leben. Das ganz geradste nu ist das anders im Leben, als wenn du bist von Jesel gedaut, von weltlich, von den Dieveldein, von den Fleischdein, von du bist rausgekommen und du kannst sagen, ich kann nicht leben in Jesus Christus. Das ist das geradste nu ist das anders. Aber wir würden unsere Lehre in dieser Welt einmal gleich zu ändern. Meine Früher und ich, wir würden unsere Lehre gleich zu ändern. Wir würden rein alles hingeben. Alles. Um unsere Lehre ändern, wo wir dann sind. Aber weißt du, das ist eine Nebensache. Der ganz geradste Ding ist, dass wir haben Hoffnung für eine Auferstehung. Wir haben Hoffnung für ewiges Leben bei Gott. Wir haben Hoffnung, warum wir uns sehen, tot zu sein in der Ewigkeit. Wir haben Hoffnung, wenn wir haben in Christus. Es ist anders geworden. Wir wären wieder auf, wir wären verloren, wir wären in Ägypten, wir wären Sklaven. Aber nun sind wir nicht mehr. Und so das ist die Frau für die. Als dort wir, passt das an die an. Als dort wirklich was passiert ist. Weißt du, wenn wir Jesus haben, und wenn wir im Glauben an Jesus Christus haben angenommen, wenn wir an Abend bleiben, an sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, dann ist es nicht anders. Als es wir. Aber du bist gleich ein vollkommener Mensch. Wie nicht, aber weißt du was Jesus ist? Jesus ist vollkommen. Deine Gerechtigkeit hängt von Jesus auf. Ich sage immer, dass wir eine Gerechtigkeit haben, was für Gott jährlich ist, nicht für Menschen. Nicht in unser Zeug, nicht in unser System, was wir haben. Oder in unserer Religion, oder was, dass der Älteste mir wird gerecht erklären, oder dass der Prediger was sein, ich sehe ein feiner Mensch, oder was immer das ist, dort die Gerechtigkeit, die stinkt, sagt die Bibel. Aber die Gerechtigkeit, was uns fehlt, ist eine, was für Gott jährlich ist. Und weißt du, was Lied? Keiner von ihnen hat nicht einer. Das ist ein Geschenk von Jesus. Die Gerechtigkeit ist seine. Die Gerechtigkeit gibt uns. Und das ist, wohin wir taufen. Jesus sagte in Matthäus 28, dann geht nicht nur die Feld, ja, von der Welt und merkt an die Lehrlinge. Das ist Glauben. Und deut dann in den Namen von den Führer, von den Sehnen, von dem Heiligen Geist, das ist der Doop. Und lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe, das zu wissen. Wir sagen hier einmal, Glauben, deuten, wissen. Und das ist, wo das herkommt. Kolosser 3, Vers 9 sagt, die haben den Oulet Eck mit seinen Beisen Natur und Worten aufgelegt. Das ist, was er erst sieht. Dass wir leben in das, die Welt das will, wir leben in das, die Diebel das will, wir leben in das, und Fleisch das will. Nu sagt er hier, die haben den Oulet Eck mit seinen Beisen Natur und Worten aufgelegt. Und die haben eine neue Natur angenommen, die immer da den liegend, die ich gemerkt habe. Und weißt du, als Christen das zum Wissen.
Wir sind gestorben zu Ägypten, wir sind durch den Meer gegangen, dort wo das hinter uns war der Top gekommen, wir sind aufgeschlossen von das alte Leben und nu fangen wir ein neues Leben an. Und wir wussten, so Tod, Begrafnis, Auferstehung. Na, von der aus der Sonntag, was wir denken an Jesus seine Auferstehung. Aber von der aus auch der Sonntag, was du kannst denken an deine Auferstehung. Erstens bist du von Tod zum Leben gekommen, durch den Glauben an Jesus Christus. Und zweitens hast du dann das Versprechen, dass du wirst von Tod abstehen in der Herrlichkeit nehmen wie Gott. Das ist gerade das Ding, was wir noch vor uns haben. Unsere Auferstehung. Den Tag, wenn Jesus wird zurückkommen, und Paulus sagt in 1. Thessalonik, dass wir waren am Begehen in der Luft. Die von uns, die gestorben sind, im Herrn, die waren das erste Abstehen und die wird noch leben, waren umgeändert worden, ein Augenblick, und wir waren Jesus begegnen. Das ist die ganz geradste Ding noch für die. Wenn die Jesus chance. Wenn er nicht ist, ist es der erste Tag in deinem Leben. Und sag, will ich nicht anladen. Bleibt an Jesus. Na, die meisten von uns sind abgewachsen mit der Wissenschaft von Gott. Aber die Gefahr dabei ist, dass wir sind religiös. Dass wir glauben an Jesus, aber das hat keinen Unterschied gemerkt, in wo wir leben. Oder wo wir denken. Oder für was wir auf dieser Welt leben. Oder was wir hängen ran. Du hast wenig Unterschied gemerkt. Und wenn wir von Tod zum Leben kommen, das ist eine ganze Umändernis. Das ist nie geschaffen. Und so werden wir an Jesus glauben. Amen. Because wir kommen da, dann wollen wir hier raus sein. Dann wollen wir hier weich sein. Das ist der ganz herrlichste Tag, was es gibt. Ich weiß, Menschen grüßen sich einmal für Jesus in zweite kommen. Und die Jesus Chance, dann ist die ganz geradste Hoffnung, was du hast. Und der ganz schönste Tag, was es geben in deinem Leben. Und so werden wir Jesus glauben und an Glauben in uns Hort. Wenn er nicht getauft bist, lud wir die an, nimm Jesus an, lud die Taufen aus den Täten, dass du bist die Ägypten rübergetragen. Aber wenn wir Jesus kennen, dann werden wir lernen, so zu leben, dass es nur arm liegt. Und dass wir immer alle arm liegen. Amen. Weil wir noch taub beten. Vater, Dankeschön für Nieet Leben. Dankeschön, dass du uns auch in Ägypten rübergeraten hast. Du hast uns Feind überwunden. Kriegst du dort in Ägypten, du musst den Feind überwinden, dass du den Volk rübertragen. Und dann leiden sie durch das Rote Meer, die schloot sind auf von Ägypten. Sie werden so gestorben für Ägypten. Und dann hat ich gedacht, dass wir nicht würden so sein, dass wir dann eigentlich wollen zurückgehen nach Ägypten, wenn Dinge nicht ganz so sind, wie wir dachten. Help uns, die zu legnen, für die zu leben und die zu verherrlichen. Amen. Hier sind noch ein paar Dinge für ihr gehen, weil ein paar Announcements merken. Ein, dass wir eine Vision close haben. Dat is april den 12 en den 13 des Uwes. En so wat deze vision klaus is, wanneer je wel in deze kerk doen, dan zijn we allemaal goed durch deze klaus durch. Dat is een ding wat we nog vragen, dat we de klaus durchgaan. Wanneer je wordt gleich gegliedert te worden in deze kerk, dan vragen we dat je de klaus durchgaan. Bloß dat je weet, die wat hier getauft worden, die zijn niet automatisch dat die onze Glieder zijn. Dat is ganz important ding. Wer dort entscheidet, wer dort wel doen, vielleicht lot oder wat immer. Wanneer je wel een glieder wordt hier, goed de klaus durch. En dan ga je dat doen. En je kan naar de klas gaan, bloß zum wassen. Dat is een fijne steed zum aankomen. We worden bij onze visie zijn van onze kerk. En ook we worden bis je helpen wassen en je christelijk leven. Wenn we zijn, geloven komt eerst, en dan komt taufen, en dan komt wassen. Manchmal hebben we dat even rasch gedreht. En we zeggen, was eerst mal, dan waar we eerst zijn. En dat is niet zoals we dat hier hebben. We zijn geloven, taufen en wassen. So wenn je wel de klas durchgaan, dat is april den 12 en den 13. Dat is klok 7 uur en die wordt ditmaal bij de kerkoffice zijn. Op kilometer 8,5, dat is onze kerkoffice. So ditmaal maak je, dat wanneer je op zijn te deze klas, die wordt in de kerkoffice zijn. April den 12 en den 13. En aan de kinderkerk, die wil een movie night hebben met je oudere top. Dat is april den 16. Hier bij de kerk, so je oudere kan met je kindertop herkomen. Games mitbringen, wenn je wel in een fooie games speel, breng met salsa en chips met. En dan kan de kinderen hier een goede tijd hebben en een movie hebben. En nu tussen de klas hier, waar we een gebedstijd hebben, hier in de klas doen, wanneer je bij wel een pot zijn van dat goed te nemen. Da waar mensen zijn wat te beden doen voor onze omgeving, voor verschillende dingen. Wanneer je wel een pot zijn van dat, kan je dat doen hier nu tussen de service. En wanneer je eenmaal weer is en wel wat metnemen van onze komen,
Je kan dort Lothar down, die Diakon worden zijn. En kan je een park metnemen met een huis van jullie eten verder. Ik wil vragen dat je opstaan. En onze gebedteam, die wordt hier verder zijn. So gebedteam, die heeft zich gereid gemerkt om voor jullie te beden. Want hier op eenmaal weer als van der en zegt, ik wil lekker met somebody te beden. Ik heb wat op mijn hart. Ik wil lekker met somebody te reden. Dit is hier niet een lange counseling ding. We doen hier niet counseling. Maar bis hostig met je metdeel wat je durchgaan in je leven. En ze zijn hier gereid om voor jullie te beden. En dan op een weg uit, we hebben er wel kon geven, want je hier ja bent, wie vrouwen niet, dat je maat je geven, je geld geven. Ons vrij dat zo zijn, dat je zijn hier was, dankzij voor hier zijn en ja zijn met ons taub. Maar voor die wat er thuis zijn, kan je geven, want je reid zijn toch voor am Himmel dankzij, dat we haar kunt in die geen woord zijn. Ik bid nu dien zijn, even jeder einer wat er hier is, Holland zegt ja, even dat is de nächste werk in Jezus naam. Amen. Wat war er zijn? Du röps mig ut åt gravbyn Du röps mig ut av mine sjål Jag säger åt Ole Aspengo Dåt nye as jag kom Du har apperstund om skroft Jag kan leva den i Jesus Har du Jesusans frihet Nicht Maja gebungen sind dem Oostren Jag lever mina Läwen skönhet Har du Jesusans frihet Jag ser med härlighet geklädd Din helga gäste levt en by Den förgångenhet hast du betrott Dort nye asyl Du har apperstundens kroft Jag kan leva den i Jesus Har du Jesusans frihet Nicht Maja gebungen sind dem Oostren Leben dina Läwen skönhet Har du Jesusans frihet Frihet Har du Jesusans frihet Du Jesusans de frihet Det kedens en vei Frihet Har du Jesusans frihet Du Jesusans de frihet Halleluja Frihet Har du Jesusans frihet Du Jesusans de frihet Det kedens en vei Frihet Har du Jesusans frihet Du Jesusans de frihet Halleluja Du har apperstundens kroft